Wir haben schon über das Thema diskutiert, das Auftreibungsgesetz von 1971 soll reformiert gehen aufgrund von einem europäischen Druck, wo am Fungehol sollte sichergestellt werden, dass Frauen an allen europäischen Ländern könnten an gute Konditionen auftreiben. Wie wird bis heute zu Lützburg mal das Gesetz, das wird carrément als nicht appliziert gehen. Das so und auch sogar die Leute, die dagegen sind, die so sowieso das Gesetz als nicht appliziert sind, auch die Leute, die die sogenannte Reform von dem Gesetz wollen durchsetzen, noch die so und das Gesetz nicht appliziert. Wieso wird das Gesetz aufgestimmt, das nicht appliziert wird? Du hast aber irgendwo etwas lusch. Das Gesetz von 71 heißt pour une éducation sexuelle, also das war ein ganz wichtiges Element von dem Gesetz, das wir auch können unterschreiben, gegen den forcierten Schwangerschaftsaufbruch. Das heißt, einerseits hatte man eine positive Seite an dem Gesetzvertrag festgehalten, dass sie muss für dich informieren, das muss über die Sache geschwärzt gehen, dass Auftreibung auch mit Sexualität zu tun hat, dass eine Sexualaufklärung an der Schule müsste stattfinden. An dem Gesetz steht auch dran, dass wenn bestimmt wird von der Gemeinde eine Broschüre muss kriegen, wo sexualaufklärerisch ging fungieren. Ich bin heute vom Kollege Ender zu erst bestimmt, den hat aber vergiss für mal. Den hat man vergiss für mal, der hat Matze gehen, ich gute Kochbuch. Also nimmer. Außerdem steht an dem Gesetz dran, dass die Kinder, wenn sie an die Lycée kommen, jeder muss eine Broschüre kriegen über Sexualaufklärung und so weiter. Also all guten die Diskussionen, die zu dem Gesetz gefordert werden, die sind, sobald das Gesetz aufgestimmt war, carrément vergiss gehen. Du hast gar nichts geschieht. Eine Broschüre vom Planning, die damals rauskommt, ist, die viel zu viel fortschrittlich wäre für eine Reihe Leute, die aus KMA gestampft gehen. Da sind Broschüren, die sind am Keller irgendwo vermuscht. Voilà. Das ist also das Art Gesetz. Und dann hat man dann daneben auch eben, was die Auftreibung belangt, 3 Indikationen, ein Indikationsgesetz, das aus damals von der LSAP zusammen mit der DP aufgestimmt geht, 1970. Und, damals war nicht CSV eine Regierung, und da hätten sie gerade so gut können, nämlich fortschrittlich Gesetz machen, ne? Und das ist auch ein bisschen witzig, wenn Leute, die Pulver bekommen können, dann sich dem Lidiasing Proposition de Loi, klammert, seht, hey, Fristenlesung, lo. Bon, ich weiß nicht, ob damals schon in der Chambre war, schmengen Dach, also war alles ja, ne? Und ich denke, dass damals aber nicht für die Fristenlesung war, bon. Also die ganze Diskussion, die geht über die Köpfe von der Frauen weg. Ich möchte Gag mit den Frauen. Nur also nicht nur so, dass über die pure Indikationen, die da wären, das würde müsste schon ganz schwer krank sein, die müssten Gesundheit vom Kind, von der Frau oder die müsste violiert gewirrscht sein, das hätte nicht dürfen auftreiben. Und so weiter. Also, ich müsste Stelle, carrément, ne? Das, also, in halt zu Lützburg dann nicht offiziell, legal zu einer Auftreibung kommen. Sowieso, die meisten Leute sind auch weiterhin an Deutschland gegangen und die meisten Frauen sind weiterhin an Deutschland gegangen. Und die konnten oder die guten Doktor hatten, bei denen sie über die Krankenkasse gelaufen, fürs Kusch oder so weiter. Und, bon, da kriegen wir ein Eidgesetz, du könnt dann, könnten wir uns wundern, eine Sozialindikation dabei. Und eine Reihe Leute, die meinen, okay, das ist ein Fortschritt. Ein Fortschritt, eine Sozialindikation an dem Gesetz. Aber stellt euch aber mal vor, wen definiert, was die Sozialindikation ist? Wie sieht die Frau da, die also wirklich schon immense soziale Schwierigkeiten? Ist das nur just für die Frauen, die in RMG haben, die dürfen oder mussten sogar vielleicht auftreiben, oder gehen das so gedrängt für aufzutreiben, weil sie eine sozial ganz schlechte Situation. Also eine Person oder eine Frau, die
beim Staat schafft, wieder ganz viel beim Staat schaffen, länger zählen, das kann er schon hört, die auf ein gut Paar hört, dass die an einer sozialer Situation, wo sie muss so ich will auftreiben. Also wen definiert do Sozialsituation? Bon, also das ist eine Sache, wie mir als die Frau, die heute durch nach Kevin als bislo beantwortet, wie das soll funktionieren. Zweite Sache ist die, wo wir kritisieren, ist die, dass wir müssen, wenn wir als Frauen auftreiben, als einer Zwangsberatung stellen. Das ist evident. Wir fordern, dass alle Frauen, die will, können eine anständige Beratung kriegen. Und nicht, wie das im Moment doch der Fall ist, da tun wir von Hierwannen, die auch sich an dem Moment angeklingt haben, von denen gezielt kriegt, dass du Doktoren gibt, die keine Berufung, Auftreibung, muss man doch nicht nach ein Swifi machen, nö, das ist eine Reihe. Oder eine Frau, die sie wollen, die will auftreiben, wird gefragt, soll die nicht eine Anästhesie kriegen, noch von einem Anästhesie lokal ist. Nee, weil da weißt du, was da ist. Doktoren, zu Lützeburg. So lief das halt. Ja? Und das sind Sachen, also, die gehen da bei dem Gesetz komplett totgeschwiegen. Und das will mir als nicht bittelos sein. Und dafür hat es zwar ein bisschen gedauert, aber finalement haben Frauen sich einfach da besinnt. Und sie sind zusammengekommen. Und das war ein enormer Succès, was immens gut ist. Ich persönlich immens appréciiert habe, es sind ganz viele junge Leute dabei, viele junge Organisationen, die das auch unterstützen. Das heißt, das ist ein Lien zwischen denen alle Feministinnen an den jungen Frauen oder auch Männer, die das unterstützen. Also wir haben ein gewisses Relief, das fand ich schon ganz gut. Du hast eine Petition lanciert, die direkt zur Zeit von einem Tag eben 100 Unterschriften hat. Die lo schon, wenn man auf Sokrates guckt, 1034 Unterschriften hat. Und die Unterschriften, die lo nach schriftlich rankommen. Bon, die Petition, die zirkuliert, lo ha jeden, den über Internet kann signieren, soll das über Internet machen. Das ist der Site www.sokrates.lu. Da kommt er direkt auf die Petition drauf. Und als ein Objektiv ist die für 5000 Unterschriften zu sammeln. Die Petition, die lebt normalerweise bis den Juni. Das ist auch viel gesehen, für eine ganze Reihe anderer Initiativen nachzuholen. Natürlich probieren wir als Initiative oder als Kollektiv, si je veux, an die zuständigen Chamberkommissionen zu kommen. Du hast als Deputiert vielleicht mal abgefordert, für ein bisschen nur Not zu haken, ob wen das kann man, ich weiß nicht. Ich meine, du bist schon an der Petitionskommission dran. Ne? Bon, da sind du versucht, für du ranzukommen, als Sachen zu erklären, dass man versuchen, Veranstaltungen zu machen, Meetings zu machen mit Leuten aus dem Ausland. Und natürlich kommen wir, egal wie, auch für uns Chamber eine Aktion machen, dem Moment, wo entweder die Kommission tagt oder wo dann am Parlament diskutiert wird. Bon, also es sind eine ganze Reihe Aktionen geplant. Wir machen noch Pressekonferenzen, wo wir die Aktionen publik machen, wo wir weiterhin für die Petition werben. Ich fordere nicht alles so ab, wenn wir mit der Petition d'accord sitzt, zu schreiben, von mir im Internet als weiter Multiplikatoren zu wirken und eine E-Mail-Adressen den Link für uns zu schicken, für das man so viel wie möglich Unterschriften so sehr wie möglich zusammenkriegen. Merci.